Je mag de vrede Gottes ons leiden, ervellen en opmaken voor dat wat Hij voorbereid heeft. Ik heb me de restliche vrede voor de zondag schuld. Eentje en die is een voorbereiding voor dat wat God nu weer wil. En ik mag met de vraag aanstellen, kannst du die denken in die leven dat die mal wat genomen wordt, omdat de andere het ruim had. Wordt wat was genomen, dat de eentje wat was, en hij was aan, oké, dit moest was, omdat het andere ruim had. Chance te zijn. Weer het wat schijnt, wat die was genomen wordt, en die wordt wat Petretje heeft, dan weer het wat slaast, wat die was genomen wordt, en die wordt wat koudetje heeft. Die vallen aan zijn leven, u worden geveld, u worden beïnvloed van buiten, aan zijn ene gedanken, en manchmal van zaken die ons hinderen wat anderen te krijgen. Schijnbaar wie geveld worden met goede zaken, die dat andere wat weniger goed is, en dan wat niet aan ons leven past, niet ruim geven. Maar manchmal hebben we zelfs wat afgegeven, om nog slasteren te nemen. Daar slasteren te leren, daar met te maken, met te praten. Ja, zaken te zien last, die eigenlijk slast werden, maar het past aanstaan is en we willen wat anderen wat aan zijn gaat en gaan nog heel mooi. Het is niet het restje. Heeft ons, maar ja, je schoot als je helpen. Tjan we vielleicht ook. Ja. Ik mag een tijd lezen met jullie van Jezus, Johannes 18, van vers 7 tot 14. We worden eerst een deel bij vers 11. Johannes 18, vers 7 tot 11. Als de gedanke van Jezus zegt dat de Heilige Geest openbaar wordt, en ik mocht dat we dit metnemen, de Heilige Geest wel ons wat wijzen. Dat de als je geeft, als je scheidt, om ons wat te wijzen. Johannes, kapitel 16, 7, zegt Jezus te de jena, doch ik zei jullie de waarheid, dat is voor jullie goed, dat ik was go. Wenn es wanneer niet was go, wat erbij stond, dat de Heilige Geest, dat hier einzige was gesagt, dat de veel jullie reden wordt, dat de helper, einzige was gesagt, je dank is toch endlich, dan wat hij den ik tot terhelpen wordt, niet naar jullie komen. En hier is de dank bijna, hier wordt de jena wat was genomen, dat er jet wat was. En Jezus zegt, zij af hen, het is anders, komt het andere niet. Ik zei je de waarheid. Dat is voor je nützlich, het is voor je goed, wanneer ik nu was go, en het is anders wat de Heilige Geest niet komen. Den ik nu in schatje wordt. Vers 8, en wanneer hij gekomen is, wanneer de Heilige Geest gekomen is, wat hij de wereld evacueren van zon en van gerechtigheid en van je recht. Dat is een ganz klare opgave wat de Heilige Geest doen wordt. Mir heeft zich dit immer das falsch nur dem de klarste oder die rechteste beschrijving wat de Heilige Geest aan deze wereld doen wordt. Niet unbedingt aan ons Christen, sondern dat is al passiert, maar dat is die opgave aan de wereld. Hij wordt, wanneer hij komen wordt, dan wordt hij, oder wanneer hij komen is. Dat wacht al naar deze opgave. En de ganze wereld bevat Jezus waarschijnlijk. Jezus moest uitgenomen worden op een oord, met zijn charpa, met zijn zichtbare charpa, in de hemel varen, en dan wordt dit passeren. Dan wordt hij niet evacueren, oder de wereld evacueren van zonde, van gerechtigheid en recht. En dan erklärt hij dat wat dat meint. Dat is veel breder, we worden ons nog hauptsächlich op gerechtigheid betrachten. Wenn wir die Eigenschaften Gottes, Attributos de Dios, durchgehen, da ist Gerechtigkeit ein von Gott seine Eigenschaften, von was Gott ist, heißt gerecht. Und hier sagt der Heilige Geist, was von Sünde evacueren, und was bedeutet das? Weil sie nicht an glauben. Das wird seine Arbeit sein. Die Sünde ist, dass sie nicht glauben. Hier wird nicht von ein Wort geredet, ist, dass man was Schlechtes getan hat, sondern die Sünde von der Menschheit ist nicht glauben. In Johannes Evangelium finden wir es immer weiter. Das ist die Hauptsinn. Und für dich starb Jesus, wo er uns frei macht. Dass da Glaube kommen kann, dass wir Glaube kennen.
En dan komen de ganze woordje van zonde, slecht het reden, slecht denken, slecht tonen, God niet harsje, wat we teilweise al een vrije Bibelstund hadden, van Übertretungen en dat ganze. Maar hier is zonde evalueren is, niet leven. En terwijl de wereld dat klaarmaken, dat wanneer ze niet leven, dat is zonde. En wat we zijn, wat we in de Bibelstund hadden om donderdag, dat verfehlt de mens zijn ziel. Wanneer God niet leeft, je hebt het bezit van zijn leven. Wat hij maakt, wat hij bestemt weer. En het andere is, wat van die gerechtigheid überzeugen, übervieren. Wat is gerechtigheid? En hier zegt hij, wil es eigenlijk Vater gaan. En die mij niet meer zijn. Manchmal hielt sich mir das so, die Gerechtigkeit, wo er übervieren wird, seine, Jesus sagt, ich war wahrscheinlich, oder, ich habe davon geredet, dass ich mal sterben an dem Himmel. Und dann wird alle Welt das sein, dass wir gerecht, dass wir recht ist. Ich habe nicht gelogen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Und was die Welt übervieren, selbst die, ich verstehe das rein, das passiert noch her bei denen, was am Tod machen. Alle können das sein. Am Schritt kommt das Zeugnis, da worden Menschen überzeugt von, selbst die eine Jena können am nicht mehr sein. Also es ist alles rechtlich, was er gesagt hat. Und dann das andere, noch Gerechtigkeit übervieren, dass er dem Vater hat, und sie am nicht mehr sein, wie es bei mir auch, da trägt da alles dann, die ganze Gerechtigkeit von, alles, was er gesagt hat und was er getan hat, ist rechtlich, ist Wahrheit. Und daran wird der Heilige Geist übervieren. Und wenn jemand mit Menschen redet, die sich noch nicht Gott übergeben haben, sind sehr viele Menschen, die sagen, das stimmt, was Jesus gesagt hat. Wir erleben das, was wir von der Bibel kennen, an mich selbst, spät sich so, das, was Jesus deed und alles, das wäre alles richtig, wie ein großer Prophet. Aber hier hat es viel tiefer, was der Heilige Geist hat, an die, an mich, weil die ganze Welt wird immer davon überzeugt, dass was Jesus deed, das wäre richtig, das wäre ein großer Mann. Von Jesus in der Zeit, das wäre erst der ganze Kalender, so ich, das war in der Zeitanteilung, das ist immer vor Christus und nur Christus. Das ist was Großes passiert. Aber was der Heilige Geist hier, was hier beschrieben wird, ist, was die von der Gerechtigkeit überzeugen, und das betreibt sich ab, wie es eigentlich im Vater geht. Und dass Jesus im Vater ging, dass wir sind Täten von Gott sagt, das ist er. Er sagt, er will ihn sehen, und ich habe mich geholt, und er bestätigt, das ist alles rechtlich, was er gesagt hat. Und das dritte ist von gerecht. Ich wollte die Welt überführen von gerecht. Und was bedeutet das? Wenn es der Fürst von dieser Welt, oder der Satan von dieser Welt, der ist all gerecht. So, da wird offenbart, der Heilige Geist wird offenbaren, dass das Beise am gerecht neergetrokken ist. Das ist alle klar gemacht. Das ist nu verurteilt und das gerecht rand. Das wird nu vor dich sein. Das wird der Heilige Geist wissen. Die Frage ist, sei wie das? Da brauchen wir immer noch diepere Klarheit von der Offenbarung oder der Evaluierung vom Heiligen Geist. Evaluierung bedeutet hier eigentlich, ich lebe das nicht, ich kann das nicht futtern, und der Heilige Geist wird dann mich schaffen, was er mir sagt, und klar wissen. Spanisch sagt das convencerá, wat die überzeugen. Aber was die da nicht, das was Carlos erst meint von diskutieren über die erste Themen in der Bibel, das wird dann nicht anklar sein, sondern wird mich überzeugen, und sie ist klar daran. Sünde ist nicht Leben, Gerechtigkeit ist, dass Jesus im Vater ging, und dass alles rechtlich ist, was er getan hat, und dass gerecht ist vor dich. Das beise gerecht, Satan kommt an mir recht an, das beise ist besiegt, du hast Vollkommenheit an dem Wort Christi. Das ist vor dich. Wenn der Heilige Geist Beistand, Evaluierer, Klarmacher, für uns Antreten kommen wird, dann wird er evaluieren, dann wird er überzeugen. Und ich möchte nochmal bloß bestätigen, was gesagt wird bei der Sonntagsschule, weil uns vom Heiligen Geist 4 Leute, überzeugen Leute, weil uns dem Hand geben. Und er wird schaffen. Uns denken, unsere Konzepte, alles, was wir nu verstehen, wird uns noch mehr erwiesen, wenn wir bloß wollen, wenn wir bloß ja sein. Dann muss Gott uns doch Hunger geben, noch mehr zu verstehen, was er verhaftet, am dort, wie sagt, hier sehe ich. Was immer du mir gegeben hast, was immer mir tun wirst, oder mit mir, ist sie bereit zu gehen. Wenn es dem Geist, den will ich haben, ich will Gott mehr handeln. Wenn wir uns nu die Gerechtigkeit verwandeln, dort mit Sünde, und dort mit mir recht, mal mit Tag lassen,
Ja, ik wil wel trotzdem dat je het behouden. Dat überzeugen dat we vieren van zin, gerechtigheid en gerecht. Maar we ons hauptsächlich op gerecht betrachten, ik meen op gerechtigheid betrachten. En daarom denk je dat Jezus weer gerecht. En Jezus weer dat rechtje wat God wil. En hij maakt gerecht. We vinden dat nog aan de Bijbel dat hij ons gerecht maakt. En de gedanke van gerecht maken, en dem zijn als de staat ons doorgaan wo we endlich gaan hier. Nämlich leven voor God en God leven. En immer met God samen. Dat is wat we gemaakt. We hebben ons wasgedreht. We hebben rebelliert. Ja, we zijn aan zin gevallen en kunnen dat niet leven. Maar dat we vieren, haben heel niet als dat hij ons klaar maakt. Aan mijn rechtje plaats als aan God. En wanneer ik niet aan God zie, zie ik niet rechtig. En deswegen redt de Bibel ständig van dat hij heeft ons gerecht gemaakt. Waar dat je boeren zijn, dat hij aan zijn volk genomen heeft. Eens je gedanke van dit gerecht maken, als een beetje van de spraak, dan de oorspraak, en is het een randje. Ja, alle uit je rand, dat moet een randje, omdat dat op een rechtje staat, alles op een rechtje staat. En datzelfde passiert aan de gemeente. Wanneer Christen zich verzamelen, wanneer Christen terugkomen, wanneer gemeente je beeld wordt, dan charpa, dat God, dat hele eerste gove, dat hij wordt toch veel. En dat is zijn hier alle gove, wordt toch veel. Je moet bloos een taartje in leven, en dan ontwikkelen, ja, dan stoot maken. Wat de gerechtigheid Gottes, dat is zeer wichtig te verstaan, dat we weten, hij is gerecht, en hij deed recht, en hij maakt ons zelfs nog recht. Dat is zijn ziel. En wanneer we dan nog een van, we zijn tijd weer lezen, vers 12 van Johannes 18. Da zegt hij, nog veel had het je te zeggen, dat heb het je te zeggen. Maar je kent dat nu niet drogen. Je gebruiken nog meer Erkenntnis, je moet het nog niet begrijpen. Dat is zo, dat Jezus den endlich abweicht, sagt, dat kent nog veel. Want de Heilige Geest komen, wat je nog veel wist. En dan heeft je nog veel te vertellen. Ik wil het ook hier en wel nu niet alles zeggen, maar dat is nog niet rijdt. En ik versta daarom jammer waar dat wat Jezus in de Bijbel heeft nog nu geschreven, als krijgt niet te verstaan, want niet de Heilige Geest was. En nog veel te zeggen, maar dat je het niet drogen. En het is een toehangt met dit, dat zegt, ik wil waschen, en dan kan je het hem schatten. En dan wil je nog veel evalueerd worden, je wordt overtuigd worden van vele zaken en beleerd worden. In vers 13 zegt hij dan, wanneer over Jana de Geest van de wereld gekomen is, wat hij junt en de ganze waarheid vieren. En de ganze waarheid leiden. En zij wordt niet uit zichzelf reden, sondern wat hij hier wordt, wat hij reden, en dat komende wat hij junt verkondigen. Dat is een ganze rij van openbaring, van mijn leven, van mijn leren, van mijn reden. En hij zegt dat hij dat wat de ganze waarheid is. Dus dat wordt compleet. En daar vind ik wel dat is deze bestätigung, dat hij zegt, het is goed dat hij waarschuwt, en wanneer hij komt, dan wordt dat compleet voor je. En dan wordt de wereld erkennen, en wie als Christen worden erkennen, dus het hier dan zegt, en dus in vers 13 verstoor ik dat wat krijgt ons Christen passieren, wat hij ons en de ganze waarheid nennt vieren. Deze jena. En dan wordt we die waarheid erkennen. En wanneer dat niet passiert, en du zegt, dat bij mij niet, dat was het niet. Dan doet dit wat wil aangeloot worden vandaag. Bad God dat hij die veld met hem heen is, dat hij leidt en dat hij oog opmaakt, dat verstandnis opmaakt. Omdat hij diep aan aanviert, de ganze waarheid aanviert. Omdat we aan de waarheid leven. En niet bloos daarvan weten. En dat komende verkundigen. Hij zegt, wat dat komende wat we erkennen, wat dat komt. En wat ons dat zeggen, wat ons daaraan leiden. Vers 14, hij wordt mij verherrlichen, wens van de minen wat aannemen en junt verkundigen. So, dat is een klare verbinding, een klare eenheid met Jezus en Heilige Geest. Hij zegt, wat van mij nemen, wat mij verherrlichen, wens wat van mij nemen en junt verkundigen. En dit, dat hij ons aan de ganze waarheid van gerechtigheid vieren, wat mocht hij een klein beetje nog doen. Dan mocht hij het aanloden en zeggen, dat wat we vandaag hier, is ook wat een ganz spät van de ganze gerechtigheid wat God is, wat hij heeft en waar hij gerechtigheid schafft en waar we gerecht gemaakt worden. Maar dat dan ons aanloden, dan weer te vragen, wat is de gerechtigheid Gottes?
En hij eerst offenbaar mij, en dan er war 4 mij, en er war 4 aan de ganze Welt, en die we leven, immer klarer an der Gerechtigkeit, nämlich dat du im Vater dienst. Und dass der Vater die bestätigt hat, und dass das alles wahr ist, von dort, was aus du kommst und was du gesagt hast, das ist alles richtig, alles passend, alles zur rechten Zeit und alles Wahrheit. Dort am Handblatt, was er sagt, dass er uns überzeugen wird, was der Kreuz an der Gerechtigkeit, und er wird uns daran überzeugen. Einmal klarer machen. Und einmal deutlicher wiesen, was Gott seine Gerechtigkeit ist. Und ich möchte nu nicht reden von der Gerechtigkeit Gottes. Und da möchte ich Jesaja Kapitel 44 sprechen. Jesaja Kapitel 44 von Vers 18. Da fällt mir sehr auf, dass im Alten Testament all von das geredet wird und offenbart wird, wo Gott der uns ja von der Gerechtigkeit ist. Jesaja 44, Vers 18 und wieder. Vers 18. Wenn so sagt der Herr, der den Himmel gemacht hat, er ist Gott, der die Erde gebildet und der geformt hat. Er hat die gegründet oder geformt, nicht aus einer Wüste oder nicht aus einer Wildnis, hat er die gemacht, sondern für Bewohner hat er die gebildet, dort oben zu wohnen hat. Als sie der Herr, und sonst hat das keinen Gott. Vers 19, nicht am Verborgenen habe ich das zu tun, oder nicht am Verstopft, nicht an einem Winkel von dieser Welt, oder er sagt, an einem Ort, wo es düster ist, oder an einem düsteren Land. Er redet der Nachkommenschaft von Jakob nicht, seht mich verjährlich. Ich habe das nicht gesagt, dass mir seht, ich werde mich doch nicht finden, das ist der Gedanke dabei. Als sie der Herr, der Gerechtigkeit redet, Wahrheit verkündigt. Als sie der Herr, der Gerechtigkeit redet, in Wahrheit verkündigt. Vers 20, versammelt sind und kommt. Kommt nach mir, alle taub, die Waschrande von den Nationen oder die, was weit auf an den Nationen sind. Keine Erkenntnis haben die, die das halt anbeten oder die ihren Götter anbeten oder an sich drogen. Und die nach einem Gott pracheren oder beten, die nicht raten kann. Vers 21, macht das bekannt, bringt das fair, berot untereinander. Wer hat das alles verlangen, all fair gesagt, und all weit und verrückt angesagt? Wird es nicht echt, der Herr? Das hat kein anderen Gott bitte mir. Bitte mir ist keiner. Kein Gerechter, bitte mir ist kein Gerechter und radender Gott. Hier stellt Gott sich vor, Jesaja hat das ganz klar gesagt, hier ist bloß keiner, was gerecht ist und was radet ist. Und was mir hier auffällt, ist, dann nochmal im Alten Testament redet von, er ist gerecht, aber er ist ein Gott, der gerecht, ein gerechter Gott, der radet ist. Da ist die Barmherzigkeit drin und seine Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist nicht kalt, sondern Gerechtigkeit Gottes als Emotion, als Leben, als Barmherzigkeit, als Güte, als Richtung Radung. Und er wird bloß gerecht sein und kalt, so wie Isaac oder ein Rechter, ja, ein Juez. Er kann ganz gerecht rechten, aber friamente, ganz kalt. Wo wir verurteilt worden, oder beschuldigt worden, oder belastet worden. Und bei Gott ist es immer klar, er schafft Gerechtigkeit, mit voller Barmherzigkeit und Leben. Und er offenbart sich auch so. Und wieder sehe ich bei Jesus auch so, dass er seine Jünger sagt, die sind wohl traurig, dass ich gehe. Aber das ist Geld für ihn. Und ich habe was fair, Gerechtigkeit abhören, Gottes Gerechtigkeit. Und er will was schenken, was schätzen, was geben, was ihn dann nachführen, was Teib nachführen. Und die Erkenntnis von diesem Leben, von dieser Barmherzigkeit Gottes. Gott ist gerecht, er ist rein und er will raden alle Menschen. Und da freue ich mich manchmal, wel verstehen, ich habe mich lange gedauert, das zu verstehen, was ist Gerechtigkeit, wenn er alle Menschen raden will. Und ich weiß nicht, wie du die fällst, aber mir das manchmal so, das ist nicht mal gerecht, dass ich gerecht bin.
Wenn wir an unsere Fehler denken, unsere Rebellion gegen Gott, das was Johannes am Anfang sagt, dass nicht Leben all Sünde ist, das ist eigentlich der Hauptsinn. Ich habe kein Recht, dass Gott sich mithält und sagt, hat die all viele Mal gesagt, aber du kannst nicht leben. Und man all sagt, in einem menschlichen Denken, hast du kein Recht mehr, ihr Rat zu werden. Und Gott sagt, ich ihr Recht, und ich der Rat. Und ich will rechtig ansetzen. Oder die rechtig machen. Und das ist verbunden mit dieser Barmherzigkeit und Gnade und Güte. Wie hat kein Recht? Ich kann nicht sagen, Gott, du machst mir raten. Du hast mich gemacht und du hast mich nicht gefragt, dass ich geboren war. Du machst mir raten. Sondern Gott entschlägt von sich aus und wird damit auch gerecht mit seinem Wille. Und er mir raten. Und hij heeft zich entschlossen, naar ons te komen, op de Welt te komen en de raad in aan te bieden, iedereen die dat wil. En dan wordt hij met zichzelf gerecht, dat hij zijn Wille uitvoert. En Paulus gebruikt dan meermaals dat woord, hij deed alles naar de vrede van zijn Wille. De Hochdeutsche Bibel gebruikt dat woord nach dem Wohlwollen. Dat hier is van, God deed dus dat wat hij wil, dat vreet aan, dat deed hij. En dan vindt hij dat uit, dan draait hij dat thuis. Maar van de menselijke zijde, wat we verdiend hebben, wat we zeggen, het is, je had geen recht geraten worden. Maar God aan zich, als je recht, dan zegt dat wat ik me fijn om dat vindt je recht uit. En dat je alle mensen ter hem recht vieren. En wer zich niet vieren laat, dat is niet meelig, maar het je voor mij aanzetten, dat het je recht ziet. En zei, hij mij fijn om, en hij geplant, dat alle mensen geraad worden. En wat hij recht voor zichzelf en aan zichzelf, en hij was niets van ongerechtigheid aan zich. En wanneer die gerechtigheid God is, zoveel goed is, dat führt ons naar dem Schritt, dat we ook zelfs dan zeggen moeten, wanneer we met zijn gerechten God in verbinding komen willen, dan moeten we gerechtigheid leven. Dan moeten we gerechtigheid zien. Gerechtigheid aan ons, en met onszelf, en de gerechten God respecteren oder achten, en dan zeggen, oké, en die recht best, oh God. En die recht met mij aan jest, dat mij te recht viert. Ik wil ook einer zijn die te recht viert. Dat de gerechtigheid leeft, de gerechtigheid leeft. Ik weet niet wat die daarmee zit. Wie mensen hebben veel van dat mij heeft man zo gedaan, ik wil gerecht terug doen. En dat hebben we van het Oude Testament, waar je zegt, oog om oog, ja, want die weer dat deed, kan ze dem dat terug doen. Ons trouble is, wenn wir unsere Fehler mitmachen und normalerweise menschlich gesund sind, wie je in der Geist so treitschlagen aus der anderen schlagen. Ja, da verstehst du das. Wir sind meistens Staller. Ja, wenn mir wer schadet das, dem doch 100% ab in die Welt treitschlagen, das ist sehr schwach. Wenn es waren zwei das, wenn verletzt hat, wenn wir bassig sind. Und man sagt, dass gesagt, dass Gott dann dem Volk Israel sagt, Oog am Oog, en teen am teen, zuster die dan, dat leven am leven, dat we een grote begrenzing van het taupleven van de mensen dan moet. En wanneer we de geschichte kennen van de mensen die zich entwickelden aan de godloosheid, dan kennen we de mensen die zeggen, God zegt er kein, wer die schlägt, dem wo ik tree. En de man die nog her macht geworden, die zegt, wer mij dat, oder mij nog komen, dat je recht 7 moet tree. En so steigert sich dort. Und als Gott Israel das gesagt hat, dann sagt er nicht wieder aus Kreuze Tretole aus jemand wie das. Punkt. Und dann kommt Jesus und er sagt, nimm das ab die. Und Paulus sagt, warum lässt ihr nicht lieber schlecht lehren, als dass ihr selbst dünn recht für sich, das ist der Kampf. Und das sagt bei uns sehr stark dann aus Menschen, ich will mein Recht, der sagt. Und das geht auch nicht lang, wenn wir Versammlungen haben, wenn wir Gemeinden sind, dass uns das kommt. Und wir sagen, ich habe hier auch recht. Und mich wird man hier nicht so behandeln, oder hier muss man mich auch respektieren. Und viele von uns Taubleben in der Gesellschaft ist mit diesem Stolz verbunden, ich habe recht. Ich habe auch recht. Wir gehen lang treten in eine Church, wo wir in eine Versammlung, und dann sagen wir uns daheim, wir sind doch fremd. Und dann kam eine Person und sagte, das ist hier für die Village.
Dat automatisch wenn als Mensch waar je niet oppassen. En hij denkt ja maar dat jet toch niet. Dat jet toch niet en God zien in je mende. Wat jet? En manchmal wenn du nu in die Leben schaust, die heeft ja niet so behandeld hier in deze verzamelingen dan deze mende. En dan denkt ze, meine die mineesje daar. Het zie je hier ook al alleen komen. Ga je ook al met je opbed. En dat allemaal aan ons. Het heb überrascht. Het heb een voordeel. Het wil ook een voordeel. Het wil weer zijn. En God zegt, het wordt die raast geven. Het zie je raast. En het wordt die een randje. Het wordt die een hem raast verhelpen. Namelijk dat je mijn kind bent. En dan hast je het heiste, dat je raadste wat je hebben kanst. En de hele is wat die openbaren. Wat als nächste komt. En dat wat er in gemeenschap doen. En wanneer we ons raast nemen, dan treden we allemaal daar apart. En allemaal daar uit. En allemaal daar moet man meer respecteren en meer ernst nemen. En hij mocht ons aanloden te krijgen dit forschen ons. Dat de hele juist zelfs zei. En het woord gaat is of een bomie. Of ik nog mijn raast zit, of ik nog dien raast zit. En ik wil dat u mir wat zeigst. Van dien je raast is dag voor dag. Omdat ik die dieper erkennen kan. En dat we dan immer beter verstaan wat God meint met eenheid. Van Gove, van al die lieder, dus hij zegt de Charpa, zien iemand als de Charpa Christi. En hij is dat hop, hij is de Herr. En hij is die een lied. En wanneer ik naar mijn raast kijk, dan heeft dat nächste lied wat met mij verbonden is, al voetstrubbel, want ik zie naar mijn raast. En dat verbindt niet meer, sondern dat traant. En dat het wij. En die raast is chat Gottes. Die blijft zo beständig bestaan, dat hij ständig ook leeft en leven spent. Wie worden aan de raastigheid Gottes, nen je nomen van armen, dan nen je jeugd, dan nen je arbeid, dan nen je boeren, en dan entwikkelt zich dat, wanneer wie dem ruim geven. Wanneer niet, dan blijft dat je het was. Ja? En wanneer we in de raastigheid Gottes leven willen, dan weet we dat hij dat aanrijntje, hij dat aanstellen en ons aanvieren, maar ook dat wat je raastigheid stieren dat, wat hij bekämpfen. Zelfs aan die hart, aan mijn hart en aan zijn gedanken en ook aan zijn gemeen. En zij dat beide bestrafen. Hij heeft nog niet kunnen gerechtigheid schaffen, wanneer hij niet dat waarneemt wat geen gerechtigheid is. Krijgt is bij mij vieren van de zin. Hij moet den ongeloven waarnemen om den geloven te geven, omdat we de zin van de zin vrij worden. Van deze rebellie tegen God, dat dem niet leven, dem niet vertrouwen. En wanneer we in de gerechtigheid neergenomen worden zijn, dan zullen we zelfs mensen worden, dat zijn en worden ook zijn, die gerechtigheid schaffen. En hier moet hij ons dan vieren aan onze opgave en deze tijd. We zijn, wanneer we met God zijn, wanneer we niet geboren zijn, wanneer we gerecht gemaakt worden zijn, namelijk dat onze zonden vergeven zijn en dat we zo aangestoopt zijn als God ons hebben wil, dan worden we de gerechtigheidsmakers. En we moeten ons aanzetten dat gerechtigheid passiert. Zelfs in mijn leven en zelfs in anderen. Wenn de gerechtigheid Gottes, die heeft zich immer aangevierd aan de gemeenschap. Dat God gerecht is, heeft hij maar kunnen wijzen, indem hij zich openbaar deed en indem hij zich aanzet voor dat Goede. En voor de eenheid van zijn plan, of voor de eenheid van zijn Charpa. En daarvoor dat hij dan ons op en zegt, dat het eerste naar gerechtigheid zit. In Matthäus 8:23. Eerste, naar recht Gottes en naar zijn gerechtigheid. Al het andere is nebensache. Dat het eerste naar zijn gerechtigheid zit. En wat zit u in die gezelschap? Dan wat zit we in onze gezelschap, in onze land? Zit we naar gerechtigheid? Daar zijn we met nog vrouwen, wo aan gerechtigheid daar zijn en wie nog met uitnutzen ten wohl van een beter leven op te zien. Het is zoveel bijna aan ons mensen, dat we de gerechtigheid en een land nutzen. Wanneer ik onze geschichte bekijkt, en dat dietje falsch, niet bloß ons Mennoniten, sondern de ganze, onze Verwandtschaft eigentlich, dat dietje falsch in deze wereld. Ja, besonders na de Reformatie, een zeer grote invloed van de Bibel, en wordt het om gerechtigheid ging. Niet stelen, land goed verwalten, oprechtig zijn, taub houden, opburen. Maar wie vandaag ons falsch bekijken, dat ook Duitsland, dat je het alle af. Veel aan gerechtigheid.
Wenn man haft neue Leute. Und als wir einmal in Europa wären, wenn es Bibelstudium so wäre, da 3,5 Jahre, als wir da an Diakon an die Gemeinde, der hat mir ein bisschen von der Geschichte vertalt. Und als wir 2 Jahre da wären, sie da, erster hier, ich an den Rechte, dass sie uit dem Grundgesetz von Deutschland, das 10. Gebot auch rübergenommen haben. Dann sage ich, was wird das ab der 10 Gebote gibt? Ja, sagt er, aus der Weltrecht teilnimmt, dann sagt Deutschland niemals mehr gottlos leben. Und der, was dann an der Regierung wäre, der stellt das ganze Grundgesetz nur das 10 Gebot ab. Und dann wird alles eingeteilt, nur das 10 Gebot, das wird Wasser für das Grundgesetz vom Land. Und sage ich, das sind nicht 60 Jahre. Nu haben sie all das letzte rübergenommen mit dem Grundgesetz, wenn es das passt nicht mehr mit den 10 Geboten. Sie wollen sich nicht mehr nur rechten. Dat is immer van wo we mensen, we willen verdelen op deze eeuw, en met eindelijk gerechtigheid voert. Amos, de profeet Amos im Alten Testament, der muss Israel sagen, jene Gottesdienste, jene Trafos, die helfen nicht. Wenn sie de arme Land wegnehmen, wenn sie de arme in adretje, dann ist Gott dat een ekel, wenn sie terugkomen en zeggen, wie bidden die aan. Immer das Kampf in ons mensen, gerechtigheid leven, en gerechtigheid zijn willen, dat gerecht behandeld worden zijn. En wie ziet je ons verdelen, ook met ongerechtigheid, en God is daar ganz doorheen, hij wordt gerechtigheid schaffen. En dus wenn dat hij beide dat heruit, en wenn we ons aan beiden klammeren en niet willen, dan wordt hij ons ook eruit. Dat is immer zijn was gewesen. Met zijn falsch. Israël heeft het ganz klar gezegd. Op dit land, dat uit je geef, je zal je gerecht handelen. Uit je wint de zaad, uit je wint de regelen. En dit land is mint, maar uit je wint dat te vervolten. Israël. En Israël deed niet, en deed niet, en deed niet. En dan zei hij, maar die ganz eruit. En dat land zal zich verholen van jenen beiden. Ik heb die falsche verjen, eruit geschaft. Om gerechtigheid te schaffen, want ze hadden veel gatsen. Ze hadden veel schwienerie daar. En ik zei mijn falsch aan. En ik zei, zo wel dat je op dit land geleefd hebt. En die hebben het afgewaand over jaren en leven nu kruisen dat slimmer als die wat er verjend werden. En maakt je ruit. Het is allemaal gaat zien schaffen aan ons. En ik mocht dat beeld gebruiken van dat ruit. Dat hij in ons leven en die hart schaft. En alles wat aanraast is wel ruit. En klaar maar die niet staan. En dan of wat wij dit. Dan die niet aan dat vasthouden. Wat er aanraast is. En dan bad God dat hij offenbart wil, du kannst gerechtigheid schaffen oder beitragen aan de gezelschap. Met die leven, die reden, die denken, die methelpen. Een bijdrage is aan de gezelschap voor gerechtigheid. Dat de zwakken metgetrokken worden. Dat liedende geholpen worden. Dat vragende antwoord krijgen. Dat zetende, dat vinden wat hen veelt om ingereind te worden, oder ingezet te worden. En de gerechtigheid Gottes. We hebben een grote verantwoording. Onze opgave is, wanneer we ons ten gerechten God bekennen, dat we dan voor gerechtigheid aanstaan. En dat we niet onze verdelen zitten. En niet wohl Sachen nemen oder metkunden, die andere schulden oder andere niet wiederkomen laten. En dat je heeft geen betere systemen als de gerechtigheid Gottes en eenheid en zijn führung. En ik mag die aanladen, denk darüber nach, wo schaffst du in deinem Leben en Gedanken, oder vielleicht sogar an Worte, an Handlungen, an Business, wo du dien Recht sicher ist. En die dat ook een beetje duimt is, of de andere aan je recht behandeld wordt. Laat die dat offenbaren, laat die dat verder ogen vieren, voor die hart. En dan gaan God met dat en zegt hem, ik heb iemand uitgenutst, ik heb iemand vrijgeleerd. En ik wil dat recht maken. Ik wil dat doen. En bij manche zaken wil je maar ganz entschlossen handelen. God wijst een paar Beispiele in de Bibel. Ik heb een paar Beispiele van ons mensen, wo we dan maar, zum Beispiel, wat zich am Geld handelt. Oder jemand, wat nicht betoeld hat, oder was genomen, dat we dan sehr gesund zijn, en we dan meer geven, als dat door in die tijd krijgt, wertvoll is. Om ons zelfs te wijzen, wie mij het eerst in de nächsten ook en zei, ik schaf nu voor gerechtigheid. Ik heb mal niet, en ik heb daar veel gemaakt, maar ik wil de zaak klaar maken. Damit er nog geen twijfel is. Damit er nog geen ruim is van ongerechtigheid. God wil dat we ons inzetten voor gerechtigheid in ons leven, dat wat hij zich ook voor inzetten, maar ook in de gezelschap. En hij wordt zich ook dafür inzetten dat u kracht krijgt, dat we kracht hebben,
om gerechtigheid op te bouwen, oder Sachen gerecht op te bouwen. En ik mocht ons mitmachen, die Geschichte von ungefähr 200 Jahren terug, haben uns sehr viel gewesen von dort Menschen erkannten, in der Gesellschaft, besonders in Europa, in der Gegend, wo man anwart, die Regierungen alles stretch ab, dass die Armen Sklaven bleiben, oder Arbeiter, und die, die Macht haben, die richer werden. Und dann hat selbst die Gemeindes, die Christen haben sich eingesetzt, in der ganzen Gesellschaft, im ganzen Land, und waren sehr laut. Die haben mit Politikern geredet, die haben Abstände gemacht und gesagt, das machen wir in unserem Land ab hier. Und das sind ungefähr 220, 280 Jahre zurück, wo eine ganze Bewegung von Predigers, von Menschen, die sich ansahen im Land, und sagten, das macht ab hier. Das wie als falsch. Und unsere Politiker waren die Armen in der Rechte, und die Rechte wieder schuwen, dass die mehr Macht kriegen. Die machen, wij zitten, wie kunnen taub abbauen. Das ging nicht am Kommunismus, das ging nicht am Alleidlichen, dass Alleidliche viel haben, sondern dass Menschen nicht misshandelt wurden, sondern dass Menschen geholfen wurden. Und unsere Kolonie, die war Jahre in Paraguay, die kommen sehr viel über unseren Missionssender aus Radio. Wordt einmal das so gesagt, das mir lang, dachte ich, ich weiter nur, weil einmal das so eine Gesellschaft, es ist stark, aus der Armut mit der Schwachen. Die Stärke, die Stabilität in der Gerechtigkeit in einer Gesellschaft ist darunter mit, würde mit Schwachen oder mit Leidenden oder mit Menschen armiert, die Schwachen wiederkommen. Nicht bloß finanziell, sondern im Ganzen, ja, im Sozialen. Und ich lebe dort Schule, dort Gemeinde, und dort die Kolonie ist wie als Mennoniten leben, ein sehr feines System sein von, wo wir sehr klar abbauen, gerecht leben, die Gerechtigkeit ausstrahlen, die Gerechtigkeit Gottes, dat zelfs aan de Nobasch in de ganze Länder, de ganze Kontinente, Beispiele kriegen von, was bedeutet Gerechtigkeit Gottes. Oder was bedeutet dort, einen gerechten Gott kennenlernen, einen gerechten Gott am Hort haben, und von einem Gott, der wirklich alle Macht hat, selbst gerecht gemacht worden sein. Und das ist Gott sein Ziel. Wenn du gerecht gemacht worden bist, nämlich Kind Gottes, dann wollen wir uns ansetzen, in Taubstellen, und alles abbauen, was wir kennen. Omdat Gerechtigkeit in unserem Gegend erkennbar wird, und Menschen gerecht behandelt werden, Menschen Gerechtigkeit lehren, und Menschen sich ansetzen auch in der Zukunft für die Gerechtigkeit Gottes. Und Gott uns so redlich sehen. Amen.